vom Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21, die die heutige Montagsdemo moderieren wird. Miriam Fastfood war wieder hier. Wir kommen nachher nochmal, wir freuen uns jetzt schon drauf. Ja, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen auf unserer heutigen 94. Montagsdemo, zu der ich Sie ganz herzlich im Namen des Aktionsbündnisses gegen Stuttgart 21 begrüße. Ich bin vollkommen geblendet. Ich habe nicht gedacht, dass wieder so viele Menschen hier sein werden, trotz SSB-Streiks. Es ist großartig, dass Sie alle gekommen sind und wir versprechen Ihnen auch ein gutes Programm zu liefern. Stadträtin Birgit Schäfer-Oehlmeier. Liebe Freundinnen und Freunde des Kopfbahnhofs, liebe Montagsdemonstrantinnen und Montagsdemonstranten. Mein Name ist Birgit Schäfer-Oehlmeier. Ich bin die Sprecherin der Grünen Gemeinderatsfraktion in Ulm. Wir haben in Ulm eine ganz große Koalition aus CDU, SPD, Freien Wählern und FDP, die sich seit jeher vehement und geschlossen für die Tieferlegung des Stuttgarter Bahnhofs ausspricht. Unterstützt werden sie von der IHK, von der Handwerkskammer, dem Regionalverband und anderen. Diese große Koalition in Ulm setzt sich nicht nur für die Neubautrasse, sondern insbesondere für die Tieferlegung des Bahnhofs in Stuttgart ein. Und an der Spitze der großen Tieferlegungskoalition steht der Ulmer SPD-Oberbürgermeister Ivo Gönner. Bis vor kurzem auch baden-württembergischer Städtetagspräsident und ausgestattet mit der Machtfülle eines baden-württembergischen Oberbürgermeisters, hat dieses Selbstvertrauen das Widerspruch einfach hinwegfegt. Und so ist auch das Klima in Ulm. Widerspruch gegen Stuttgart 21 wird nicht geduldet. Im August letzten Jahres und im Versuch der damaligen Landesregierung, die Tieferlegung des Bahnhofs mit Polizeigewalt durchzusetzen, hat die politische Kultur im Land und auch in Ulm Schaden genommen. Doch wir lassen uns nicht beirren. Wir wissen, wir haben die guten Argumente auf unserer Seite. Einmal mehr sollten wir das Volk für dumm verkauft werden. Aber jetzt gibt es einen Volksentscheid und den habt ihr erreicht. Ihr habt mit eurem nachhaltigen, unbeirrbaren Widerstand erreicht, dass Schluss ist mit der Basta-Politik. Ihr habt erreicht, dass jetzt die Bürger und Bürgerinnen dieses Landes über das Ausstiegsgesetz abstimmen können. Zum ersten Mal, seit dieses Instrument in der Landesverfassung verankert wurde, kann direkte Demokratie ausgeübt werden. Und ich bin der Meinung, wir können es schaffen, obwohl die Hürden dafür in der Landesverfassung schier unüberwindlich scheinen. Wir können es schaffen und dazu brauchen wir ein breites Bündnis, ein breites gesellschaftliches Bündnis. Wir sagen Ja zum Ausstieg. Bereits ein Bündnis gegründet, um in den nächsten
7 Wochen vehement für das Ausstiegsgesetz zu werben. Wir haben uns dem landesweiten Aktionsbündnis angeschlossen und werden für den Ausstieg aus diesem unsäglichen Projekt werben. Wir sagen Ja zum Ausstieg. Guten Abend, liebe Anwesende, liebe Bürgerinnen und Bürger. Vor einigen Tagen hat der Vorsitzende der SPD Baden-Württemberg im Zusammenhang mit der anstehenden Volksabstimmung gesagt, wir wollen mehr Demokratie wagen. Das einzig Richtige an dieser Aussage ist, dass er eingesteht, dass es ein Mehr oder Weniger an Demokratie gibt und dass wir unbedingt mehr brauchen. Das Fatale daran ist, dass er diesen Satz von Willy Brandt für die Anwendung eines Gesetzes benutzt, das keine einzige Voraussetzung für eine echte Bürgerbeteiligung erfüllt. Tatsächlich ist das Gesetz zum Volksentscheid in Baden-Württemberg eines der bürgerfeindlichsten Volksabstimmungsgesetze in der ganzen Bundesrepublik. Unsere demokratisch gewählten Vertreter im Landtag von Baden-Württemberg, die wissen dies. Sie hätten die Macht gehabt, dieses Gesetz zu ändern, eben weil es zutiefst undemokratisch ist. Sie hätten die groß angekündigten Ansätze einer echten Bürgerbeteiligung realisieren können. Sie tun es aber nicht. Warum? Weil sie unbedingt Recht behalten wollen, weil sie außer den Grünen sich einer einfachen Mehrheit in einem freien Votum der Wählerinnen und Wähler ihres Landes nicht zu stellen wagen. Liebe Freunde, aber es ist doch so, wer einen Missstand erkennt und ihn nicht ändert, obwohl er die Macht dazu hätte, missbraucht eben die ihm anvertraute Macht. Und das ist das, was sie tun. Wir wollen aber, dass die Gesetze und die Verfassung unseres Landes mit Inhalt und mit Leben erfüllt werden und nicht zurechtgebogen werden, je nachdem, wer gerade Geld verdienen will oder einen politischen Erfolg braucht. Aus parteitaktischen und machtpolitischen Gründen, aus einer undemokratischen Herrschsucht wollen sie dieses Gesetz erst am Sankt-Nimmerleinstag ändern, wenn überhaupt. Man wird den Eindruck nicht los, dass eine ganze Reihe von Vertreterinnen und Vertretern der Parteien, die das Wort Demokratie oder demokratisch im Parteinamen führen, was Stuttgart 21 angeht, an einem ausgedehnten demokratischen Blackout leidet. Wir wollen mehr Demokratie wagen, sagte unser Finanzminister. Der Wert der Demokratie misst sich aber daran, was tatsächlich in der Realität passiert und nicht an noch so hehren Worten im Plenarsaal, im Fernsehen oder in Zeitungen. Auch deshalb stehen wir hier, auch deshalb demonstrieren wir seit vielen Monaten, ja seit Jahren. Dieses Projekt, das wissen Sie, dient wenigen und schadet unendlich vielen. Es soll trotzdem gebaut werden, obwohl es seit vielen Jahren viel bessere und viel billigere Varianten gibt. Und genau deshalb gibt es starke, begründete Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit des ganzen Vorgangs und unsere gewählten Vertreter schweigen. Wieder einmal nicht handeln, Taktik vor Inhalt. Alle möglichen Befürworter dieses Projektes verletzt die einfachsten Grundregeln der Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit ist aber eines der höchsten Güter in unserer Demokratie. Und die bloße Existenz von demokratisch legitimierten Institutionen garantiert nicht die Gerechtigkeit,
Ich wiederhole das nochmal. Die bloße Existenz von demokratisch legitimierten Institutionen garantiert noch nicht Gerechtigkeit. Sie muss jedes Mal neu erkämpft und erstritten werden. Denn wenn wir die Gerechtigkeit hätten, dann würden wir in einer absolut gerechten Gesellschaft leben. Und dem ist noch nicht so. Guten Gesellschaft, wir wollen gar keine andere. Aber wir wollen, dass es für uns und für die, die nach uns kommen, noch ein wenig besser wird, noch ein wenig demokratischer und gerechter wird. Es wird oft gesagt, wir sollten endlich aufhören. Es gehe schließlich nur um einen Bahnhof und nicht um den Weltfrieden. Das stimmt. Aber auch hier gilt, Gerechtigkeit misst sich an dem, was tatsächlich in einer Gesellschaft durchgeführt wird. Und wenn ein so großes Vorhaben von Willkür geprägt ist, so wie Stuttgart 21, die Schwächsten in einer Gesellschaft nicht schützt, so wie Stuttgart 21, der Allgemeinheit nicht dient, so wie Stuttgart 21, um nur einiges zu nennen, dann ist der Vorgang, das ganze Projekt und die Durchführung eben ungerecht, ganz egal, ob es sich um einen Bahnhof oder um ein Kernkraftwerk handelt. Vor der paradoxen Situation, uns den Bestimmungen eines geradezu absurd undemokratischen und ungerechten, die Intelligenz der Bürgerinnen und Bürger dieses Landes verachtenden Gesetzes unterwerfen zu müssen, um am Ende, nach dem 27. November, wenn wir hoffentlich gewonnen haben, mehr Gerechtigkeit zu bekommen, um am Ende endlich mehr echte Bürgerbeteiligung zu erreichen, die wir alle so dringend benötigen. Volker Lösch hat bei der letzten Demo gesagt, dass wir schon immer aus einer scheinbar aussichtslosen Position gestartet sind und trotzdem einiges erreicht haben. Wer jetzt aus verständlichem Zorn über das nicht akzeptable, ungerechte Quorum den Volksentscheid boykottiert, vergibt diese einmalige Chance voranzukommen. Wir können und wir werden es auch dieses Mal schaffen. Lasst uns mit Mut und Entschlossenheit und Leidenschaft kämpfen. Lasst uns die unverändert besseren Argumente ins Land hinaustragen, damit die Menschen für uns stimmen. Liebe Bürgerinnen und Bürger in Baden-Württemberg, bitte nehmen Sie am 27.11. an der Volksabstimmung teil. Stimmen Sie mit Ja. Stimmen Sie für die Kündigung der unsäglichen Finanzierungsverträge. Stimmen Sie für eine Zukunft, in der das Wohl der Menschen wieder im Zentrum steht und nicht die Bilanzen eines Konzerns. Stimmen Sie für mehr Demokratie und Gerechtigkeit. Stimmen Sie mit Ja. Oben bleiben!